Es geht weiter. Nicht wie sonst immer heiter bei Tales of Rise Beyond the Dawn. Weil, naja, wir sind zurück in jetzt und sehen, dass die gesamte Bevölkerung, egal ob René oder Daener, tragen all diese Masken. Diese Masken sehen schon der Eisenmaske von Elfen, die er damals trug, sehr, sehr ähnlich. Und vor allem, sie tragen sie nicht nur, sie wirken wie Zombies. Sie greifen uns zwar nicht an, ja, aber irgendwie, sie tun auch gerade relativ wenig. Ja, es erinnert ein bisschen an die Situation damals beim Hauptspiel noch in... das wurde in der letzten Folge nochmal erwähnt, mir fällt gerade der Name des Orts nicht mehr ein. Im letzten Gebiet, im Gebiet von Woolrun. Im Wassergebiet. Weil dort wirkten die Leute auch, sie trugen zwar keine Masken, das zwar nicht, aber sie wirkten trotzdem alle so, als hätten sie keinen eigenen Willen mehr. So wie die jetzt hier. Also ein bisschen Zombie-like. Und wir müssen ganz jetzt auf die Spur gehen. Und ich hoffe, dass Nazamil nichts damit zu tun hat. Weil das wäre bitter. They're all wearing the same masks. Even the Renans. Hey, can you hear me? Hello? Bejahrter René Jaman. It's useless. What's going on? Do these come off? Removing them should be our last resort. If the masks caused this, who knows what happens if we take them off? Ja schon, aber die sehen jetzt nicht so aus, könnte man... Vielleicht doch, haben die irgendwie... Nee, die sehen komplett geschlossen aus, können irgendwie gar nicht atmen und nichts darunter essen oder so. Und damals bei Elfen mit seiner Maske noch ein bisschen anders, sie war unten ja offen, sodass er sich trotzdem irgendwie irgendwas reinschieben konnte, um es dann zu essen. Zum Glück hat er die Maske nicht lange getragen, also nicht in der Form, ne? So, gehen wir mal darüber. They don't look hurt, but they're so silent. It's creepy. Either Danon or Renan is fine. Isn't there anyone here without a mask? Maybe they've taken shelter somewhere. Let's have a look around. Ich wollte vielleicht mal nicht nur ins Gasthaus, sondern auch zum Versteck der Ding hier gehen. Der... Mann, ja, ist schon wieder. Der findet uns schwingen, genau. Hallo? Who is it? Bayfun? You're safe. What's happening? What was wrong with those people out front? Well... A while back, some very odd folk showed up in town. They were all wearing masks, but there were both Renans and Danans among them. But that wasn't the weirdest part of the whole thing. Who do you think was leading them? I don't know. Who? Nazamil. What do you mean? How could Nazamil be leading them? It's exactly as I said. Only one person was wearing a different mask than the others, and it was her, no doubt about it. They called themselves Cal Basil. The One Path. They said they had come to bring peace. However, their methods made that very hard to believe. They started putting those masks on all the people here, and you saw what happened to them after that. You mean you couldn't stop them? What happened? Where were the Darkwings? Nazamil was using some astral art. It was nearly impossible to resist her. I see. But you managed to slip away and hide here. What is Nazamil up to? Turning people into her puppets with those masks. They say they bring peace. And I guess technically, they can't fight if they're all being controlled like that. Nazamil told us to be patient a little longer, didn't she? Whatever is going to happen, it must be imminent.
Do you know where they were headed? Shinefall Woods, in Ganeth Harrows. I know it's odd, but when someone asked where they came from, that's where they said their base is. They're not even trying to hide? Could it be some kind of trap? We'll just have to go and find out. I see no other options. Geht mir auch so. Naja, soll ich ein bisschen fantasieren, was wohl sich dahinter verbirgt? Noch ein Mausoleum. Phase 1's coming along well. Soon, Phase 2 will come. Everything is going perfectly. Just you wait. Oh, Nasamil, was tust du nur? Ich meine, meine Vermutung ist diejenige, wir wissen bisher ja, vor allem ja, dass sich Daenerys und Rhaenyra deswegen nicht leiden können, weil sie entweder untereinander gelitten haben, also vor allem die Daenerys und der Herrschaft der Rhaenyra, was natürlich auch vom Ort abhängt. Ne? Hier in Jetzt zum Beispiel sehr stark, in Claclea, das ist Lothian auch, in Mahaxa, nein, was genau Haus? Okay, nein, eben, aber ist halt nicht überall so, aber andererseits auch die Rhaenyra unter den Daenerys gelitten, ne? Gibt immer so diese Spannungen untereinander und natürlich auch die ganzen Vorurteile. Was wäre, wenn Nazamin jetzt irgendwie das Gefühl hat, sie können die Gedanken, nicht nur die Gedanken, sondern vor allem die Erinnerungen einfach verändern. Sodass diese Menschen gar nicht mehr diese Erfahrungen, diese negativen Erfahrungen gemacht haben. Ich meine, es ist sicher ein praktischer Weg. Ich sage jetzt nicht, dass es wirklich, naja, irgendwie menschlich wäre oder so, im Gegenteil. Aber rein logisch, nur logisch betrachtet, nichts irgendwie emotional, also rein logisch betrachtet, ist natürlich, oder ist es ziemlich sicher der sicherste Weg. So, Leute, jetzt könnt ihr quatschen. Hallo, Truppe. Okay, sie quatschen nicht. Was ich mir aber frage, es ist, Nasamil trug auch so eine Maske. Jetzt haben wir gerade gesehen, sie trug keine Maske. Im Ort, wo sie gerade ist. Und sie hat ein paar Leute dabei. Was für Leute sind das? Vielleicht hat sie doch ein paar Helgenquill reaktiviert und denen auch einen Gedanken aufgesetzt? Ne, das kann ihm auch nicht sein. Oder Gedenkstein. An die Ereignisse damals, ne? Hier im Kolosseum, wo so viele dann ihr Leben verloren haben. Gut, darf wieder reisen, sehr gut. Natürlich auch überall andere Charakterquests. Naja, und seht ihr, überall gibt es noch plötzlich neue Quests und so. Aber ja, ich muss an der Stelle schon sagen, Leute, ich werde nicht mehr alle Quests machen. Sorry. Aber dafür fehlt tatsächlich die Motivation, um die noch alle zu machen. That was quite the little adventure we went on. So, aber hier sieht zumindest alles gut aus. Gut, Materialbeschaffung also. Die Quest kann man auch mitnehmen, da könnt ihr direkt auch schon abschließen. Oh, ein paar Eulen hier. Krass. Hey! Good. Uhu. Who? Is this? Sie werfen Federn ab. Oh. Wäre doch toll, wenn die Eulen im Buch mit echten Federn geschmückt sind, meinst du Okay. nicht? Okay. Materialensuche, wa? Well, Oh! Good. Ja, und schon haben wir es. Oh! Sure. Oh. Yeah! Die Dankbarkeit. Wir sind ja alle so dankbar. An
An owl Wundelball. picture book made with genuine feathers is sure to be. Eigentlich nach Ganapharos, wa? Direkt hier hin, ne? Pelegio, na genau, das war die Stadt, wo ich vorhin meinte. Ganapharos ist das letzte Gebiet, eben das Gebiet hier, oder das Land, das Gebiet des Wassers. Und Volvan hat damals die Leute eben so, ja, man kann fast schon sagen, erzogen, dass er beeinflusste gar keinen eigenen Willen mehr hatten und sich auch bedenkenlos selbst geopfert haben, nur weil es ihnen irgendwie aufgetragen wurde. Und denen wieder beizubringen, nach dem Fall von Volvan, dass sie einfach wieder für sich selbst denken sollen, das war nicht so einfach. Wenn ich Schnellreiser Team mache, ja gut, muss halt da runter, ist klar. Wir suchen die Basis, weil das interessiert mich jetzt natürlich schon, was da abgeht und was Nazamils Plan eigentlich ist. Ganapharos, Schimmerfallwälder. Alphen. Right. Dann vielleicht auch besser verstehen, was Nazamil damit bezweckt. Richtig, es ist immer eine gute Idee, mehr über die Menschen zu lernen, mit denen man es zu tun hat. Im Pelegium gibt es viele Renäer, vielleicht kennen einige Leute sie. Mal vorbeischauen. Das wahre Gesicht des Mädchens. Ist das eine Sidequest oder was? Nazamil really out here Tatsächlich, da ist eine Sidequest. Krass. somewhere? These woods are pretty huge. This is the only lead we've got right now. We'll search this place from top to bottom if we have to. Okay, wenn es hier eigentlich um die Hauptstory geht, ja, dann macht es natürlich mehr Sinn, wenn wir uns hier um die Sidequest kümmern. Aber krass, dass diese Woche getriggert wurde. We've reached our destination. Pelegion, wunderschön wie eh und je, das hat sich nichts verändert. Die sehen ganz in Ordnung aus hier. Wie kam ich schon auf Ebene 2? Das war ja auch... Achso, okay. Tut mir leid, Mann. Silberschwerter. Die Silberschwerter-Mitglieder. Ja, aber sieht schon so aus, wären sie irgendwie... Aber das Goldstamm-Katz-Mitglied. Ach so, sind so die ganzen... Ja. Die ganzen Danea-Gruppierungen aus anderen Dörfern. Oder Städte, besser gesagt, die ja einfach aushelfen. Unterstützen. Ich würde mich schäbige Tour zu versperren. Naja. Wird schon seine Gründe haben, wa? Dann nutzen wir noch mal den Aufzug, gehen auf Ebene 2 und schauen, was uns hier erwartet. Hat ein Mädchen namens Nazamil gesehen? Er arbeitet früher wie Familie Hildris. Was? Could it be? Obergil gedient? Ja, wenn auch nur für kurze Zeit. Damals erfuhr ich von ihr. Die Familie hat sie in einer Kammer versteckt und war ihr gegenüber völlig herzlos. Ich habe einmal meine Kollegen nach ihr gefragt, weil ich neugierig war, aber sie haben mir geraten, mich lieber rauszuhalten. Warum auch immer, es tat mir leid, dass sie so behandelt wurde. Einmal wollte ich ihr was zu essen bringen, aber Urwagil hat mich vor ihrem Zimmer erwischt. Er war außer sich vor Wut. Er hat mich angebrüllt und prompt von meinem Posten My entfernt. apologies.
Verstehe. Ah, das Nasamil gar nicht bei uns. Mhm. Nicht wahr? Naja, das war das Einzige, was er machen konnte. Aber wir sind immer noch, kann man das über Vergangenheit. Was natürlich interessant jetzt wäre, wenn ich es ganz kurz anmerken darf. Sidequest ist eigentlich optional. Die müssen wir nicht machen. Aber wenn wir es jetzt machen, also einen Einfluss auf die Story. Also quasi gibt es ja auch so eine Art gutes Ende, ein schlechtes Ende. Mittelgutes Ende, ne? Versteht ihr? Yeah. Egal wie klein. So, was sollen wir tun? Mit ihnen reden? Got it. Weil das sind endlich mal Sidequests, die sich einerseits voneinander unterscheiden, andererseits die sich irgendwie auch lohnen. I don't know. If that woman's anything to go by. Okay. Good, good. Urwagils Unterstützer munkeln davon als Botschaft der Hoffnung. Weil wir was hören, dass er ein Kind hatte. Ich hoffe, dieses Kind rettet uns René aus dieser furchtbaren Situation, in der wir uns befinden. Ich muss niemandem kennenlernen, um es zu glauben. Es wird Zeit, dass wir in Lord Urwagils Fußstapfen treten und handeln. Ich bin sicher, sie respektiert auch ihren Vater, Lord Urwagil, aus tiefstem Herzen. Das bezweifle ich ein bisschen. Fool. Wie kannst du es wagen, Mann? Dreckige Daenerys können seine Größe nie verstehen. Eine Renerin, die mit Daenerys unter einer Decke steckt. Lord Urwagil würde sich im Grabe umdrehen, wenn er das wüsste. It's strange. I understand. Noch so ein Spruch, Alter, und du kannst gleich persönlich fragen. Their story otherwise seems baseless. I feel the same way. Let's gather more information. Wir holen Informationen ein. Nichts noch ein Kind? Hast du schon mal was gehört? Nee. Oh, von Lord Dohalim. Selbst damals in Lenegis hörte ich nie etwas von einem Kind. Oh yeah. Na, wenn er das Versteck hielt und nur hier, auf dem Planeten hier, beziehungsweise hier in dem Reich hatte, nur in der Stadt und versteckt hatte und so weiter und so fort, dann wundert es mich nicht, dass andere keine Kenntnis darüber hatten. What's this thing? Hey, Pardon me. Ich weiß also von Nasamil. Great. Very well. Das war eine brillante Schülerin, aber hat kaum etwas gesagt. Sie hat nicht einmal gelächelt. Auch wenn ich es nie direkt miterlebte, hörte ich manchmal, wie Lord Urwagil sie anbrüllte. Ganz schweigend davon, dass ihre Familie und die Hausangestellten so taten, als gäbe sie nicht. Ich wurde gewarnt, dass ich kein Mitgefühl mit ihr zeigen dürfe, um nicht Lord Urwagils Zorn auf mich zu ziehen. Also hielt ich Abstand. Dass eure Fähigkeiten mit der Stellenenergie in unserer massiv überlegen waren. Von Fähigkeiten muss sie seine Tochter sein. Ich weiß jedoch immer noch nicht, weshalb er sie vor der Öffentlichkeit verbarg. Zu sagen, sie war noch nicht sein Blut. Nee, das hatte wohl eher damit zu tun, weil ihre Mutter halt eine Näherin war. Wobei, ich glaube, es ist nicht nur das, dass wir noch andere Gründe gegeben haben. And lessons in etiquette, but that isn't what she wanted. She needed kind words, a shoulder to cry on, a comforting embrace when she was lonely. Shion, why don't we try asking some children? It's a long shot, but maybe we can learn Hier haben wir ein something paar Kinder. Hey. Huh? Nasamil? Was? Weißt du, wohin sie gegangen ist? Ja, sie war zusammen mit einer Erwachsenen zu den Schimmerfällen unterwegs. Sie meinte, sie hätte irgendwas Wichtiges gesucht. Ah, jetzt doch plötzlich, ne? So, die Basis in den Schimmerwaldwäldern, geht so in den Schimmerwaldwälder, ne? Also es ändert sich ja nicht mehr. Theoretisch haben wir noch eine Quest auf der 3. Ebene. Ja, wir sind nur kurz vom Tempel, also vom Thronsaal. Naja, gut. Machen wir aber erst später, Freunde. Wenn überhaupt noch. Also zumindest die eine Quest da mit der Escort, der angeblichen Escort, die wir gerne machen, tatsächlich. Aber ja, ich glaube, die Quest, die Side-Quest, die ich noch im Verlauf des DLC mache, ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, tatsächlich.
viel wird es wohl nicht mehr sein. Außer laufen eben da ab und zu mal nacheinander vorbei. Können sie vielleicht auch lösen, dann ist was anderes. Aber ansonsten, ja. Will ich mich jetzt doch eher auf die Hauptsache kümmern und drauf stürzen. Die Welt aber nicht so eine gute Erinnerung, die haben mir zum Teil echt genervt. Nämlich ganz vage daran. Obwohl ich ein Skorpion bin und nicht vage. So, komm, noch ein paar Viecher platt machen. Angriffsbienen! Ich würde sie gerne richtig geil killen, aber es geht nicht, weil die halten nichts aus. Jetzt war der tot. Ah, jetzt. Und weg, Mann. Du. Kurz im Level up, das lobe ich mir. Wobei hier ist ja die Sidequest, da kann also nichts Schlimmes jetzt mal sein. Was es einen Kampf oder so führen würde. Was macht eigentlich Renea hier? Oh, ein Glück, hat er gekommen, uns zu finden. Ja, wir haben uns verlaufen. Nicht wahr? Nasalik? Nasalik, so heißt du also? Right. Na toll. Das ist nicht Nasamil, sondern Nasalik. Ja, sie meint ja auch Nasamil. Wir müssen nochmal mit dir quatschen. Ach, zurück in der Stadt, okay. Ja, kann man machen, eventuell nochmal die dritte Ebene angehen. Der 80er Gegner. Wo gehe ich nicht gerade hin? Elfen, falsche Richtung! Hör doch mal auf, Mann! Na toll. Ist schon tot. Schon dann down. So, jetzt aber. Level 79. Ja, ich glaube, es reicht fürs Erste, ne? Dann wagen wir uns zur angeblichen Basis. Ich bin noch ein bisschen zwiespältig, ob das wirklich die Basis sein soll hier unten. Das sind zumindest auf der Karte angezeigt, dass irgendwas sein soll. Da war es jetzt nicht so groß, also ja. Kommt her, Leute, kommt her. Kommt spielen. Alter, das Damage gemacht, der Viech. Aber hier scheint die Astralenergie generell doch recht stark zu sein, ne? Ich uns gerade so vor. Ah, da ist ein Eingang, okay. Wobei, sieht dann noch gut aus bei uns. Du hast ja auch nichts Neues, wenn wir jetzt stark wundern. Eine Stufe mehr. Nee. Ja, wobei, aber schon mal gesehen, dass es jetzt nicht so viel bringt bei Dualim.
Klar, 30 Power mehr, aber würde ich lieber auf sowas gehen oder das Ding hier mit verwunschenen Klaue. Aber ich nehme mal an, ich kann es sich bei dir kaufen, wa? Kann generell nur die Materialien bei ihm kaufen, die ich eh schon habe, oder? Hä? Moment. Ich habe Autos, die ich noch gar nicht trage, bin ich jetzt doof oder was? Hier habe ich auch Waffen, die kann ich gar nicht. Hä? Kann ich auch nicht verkaufen? Nee. Das ist auch schlechter. Hä? Warum kann ich meine alten Waffen nicht verkaufen? Das ging früher. Ja, aber das geht nicht, weil sie sind ausgerüstet, aber bei denen macht es eh Sinn. Okay, schade. Schade, schade, schade. Careful. Someone's there. Ja, das sind wieder ein paar Zombies. Should we really take this? Warum nicht? Ein Spitzkristall, ich habe Spritzkristall verstanden. Nicht, nein, ich wollte noch mal ganz kurz gucken. Na egal. The Snake Eyes. What are they doing here? And those masks. Wait, Almost no response. Just like the people in Niez. most likely. The Snake Eyes want Renans in power again. And the masks are powerful enough to pacify even them. I don't know. But we don't have enough information to speculate. I see what looks to be a mausoleum. Not a bad place to use as a base. Let's hope Nazamil is there too. Nazamil, now! Hurry up and kill him now! The great and terrible Waterlord relying on the strength of another? How utterly pathetic. What the hell have I been keeping you for all this time? Do something, Nazamil! Now! Someone who clings to others' strength is not qualified to wield power or reap its benefits. Die. It is just for the strong to dominate over those who are weaker. Being different is meaningless in the face of sheer power. And yet, the one who taught me that still died in the end. The truth is that people will always doubt, hate, and reject anything that's different, including me. Ach du Scheiße. Nazamil hat also den Tod ihres Vaters mitbekommen. investigating the mausoleum, aren't we? Let's go. Sie nicht nur mitbekommen, sondern ihr Vater wollte auch, dass ja, sie ihm hilft, beziehungsweise dass sie halt Volrun töten sollen. Volrun war ja derjenige, der ihren Vater getötet hat, beziehungsweise wo wir wissen, dass er den frühen Wasserlord getötet hat. Mausoleum im Dschungel. War mal ganz kurz. Es hieß vor einigen Folgen, dass glaube ich irgendwie ein Monat oder so vergangen sei, seitdem Nazamil verschwunden wäre.
Und die kamen nie auf die Idee, erstmal ins Wasserreich zurückzukehren, also sprich nach Ganapharos zurückzukehren. Moment. Nicht nur nach Ganapharos ins Gebiet selbst zurückzukehren oder nach Pelegion, sondern vielleicht auch mal hier zu gucken, wo sie ja auch schon mehrmals waren im Verlauf der Story. Vom Hauptspiel natürlich, aber trotzdem. Also ernsthaft einfach monatelang einfach überall rumgestanden und gedacht, ja, es wird schon irgendwann mal was kommen oder so. Oh je, warte mal, wie heißt das Ding hier? Helgal Ryugola 67, das war 238. Okay, das ist im Grunde so die so. Is it okay for us to just ignore those snake eyes? It doesn't seem like they're aware of us, so I think it should be okay. They better not suddenly jump out from behind us or anything. Why would you say something like that? There's a teleporter. It'd be a Ja. lot easier if we could jump straight to the inner area. Haben sie irgendwie alles unter Wasser. Also ich hoffe trotzdem, naja, als Erklärung dafür, dass sie vielleicht doch hier in Schimmerfallwäldern waren, aber das Mausoleum noch nicht da war oder geschlossen war oder sowas. Und dass er mir das jetzt geöffnet hat, weil sonst fände ich das schon ein bisschen creepy. Zum wegen, ja, wir wissen zwar, dass Nazamil aus der Region hier kommt. Und Ganapharos wissen wir alles, aber wir gehen da nicht hin, sie zu suchen. Nee, warum auch? So, ja, trockene Füße, sehr gut. Bin noch keine Monster, ich hoffe, es bleibt auch so. Ich meine, wenn wir was Neues, wenn wir ein Mausoleum oder so ein Dungeon betreten würden, wo es keine Monster gibt. Also keine Sugels halt, ne? Weil ich den Begriff eben noch nicht so mag, Sugels. Tales of Arise, ein Spiel mit einer Zusatzgeschichte. Das hatten wir schon mal damals bei Tales of Cestiria. Gab es ja auch eine, wobei ja zugeben muss, das sehen viele ja auch so, dass Cestiria jetzt nicht unbedingt so ein geiles Tales-of-Spiel war. Also in vielerlei Hinsicht schon. Aber gerade weil er dann als Nachfolger kam dann Tales of Berseria. Berseria, der eigentlich der Vorgänger ist, rein storytechnisch von Cestiria und wesentlich epischer war. Aber wiederum hatten wir dann mit Tales of Cestiria auch noch ein Anime. Tales of Cestiria DX, und ich finde den immer noch besser als das Spiel selbst und fand es immer bis heute sehr schade, dass es von Berseria nie ein Anime gab. Okay, was sind das jetzt für komische Dinge hier? Ja, nur mal um zu erwähnen, dass wir eben so mit DLC, um nicht nur irgendwelche Cameo-Auftritte oder so, sondern richtige DLC, um irgendwie die Story zu erweitern, das hatten wir mit Cestiria auch schon. Und This wall's damaged and connects to a cave. We can use this to get further inside. I wonder if we can get back to the mausoleum. There seem to be damaged areas throughout the complex. Let's hope they're connected to one another. Ja, hoffen wir es. Und ich habe es halt immer schade gefunden, dass wir halt bei Berseria nie einen Zusatz hatten, insofern. Aber wenn sie auch verstehen können, einfach von der Story her und so, wir wissen, es ist der Vorgänger zu Cestiria, der hat von Berseria eine Zusatzgeschichte zu machen, hat irgendwie nicht so richtig Sinn gemacht, tatsächlich. Andererseits nochmal ein Spiel, wo halt nochmal die Charaktere aus Cestiria und Berseria nochmal vorkommen würden. Das wiederum wäre auch geil gewesen. Naja. Vielleicht kommt es mal noch, wer weiß. Tales of Berseria Teil 2 ist oder so. Was auch natürlich nach Cestiria spielt. Ich würde es irgendwie feiern. There are Zeugles in here too. Much like those outside, they don't seem to be controlled in any way. Sieht ein bisschen anders aus. Der Fluch da. Asinwolf sind die. Das Finsternisarte, wa? War Dunkelarte von mir aus. Sind doch damals auf Frena auch. Waren sie nur kurz da tatsächlich. Aber die Monster waren auch. Ja, sahen auch ein bisschen anders aus, als die wir sonst von Dana oder auch von Dana her kannten. Ich meine, auf Lineages gab es keine Monster, logischerweise. Hat er mich gerade gekillt, krass. Also wie kann doch was drauf?
Wieder da. Well, looky here. Mhm. Okay, sieht ja doch relativ linear aus hier das Ganze. Da muss ich hin und dann kommt zurück von der Truhe. Okay, aber die Monster sehen schon ein bisschen creepy aus. Oh, so waren schon wieder. Die sehen eigentlich normal aus, ne? Chromstarrer. Also aber das ist ein unsichtbarer, so ein Chamäleon-Ding. So eine scheiß Zunge. Hier so ein Leckmonster. Ja, komm, da bist du. Und Kisauer mag es nicht, wenn man sie leckt. Du oder Anja leckt. Kann ich irgendwie verstehen. Geh in die Knie. So, hat zwar wehgetan, nicht so wie ein wollte. Aber Lord, die Schnauze voll. Oh, das war nicht gut. Überlimit. Das hat wehgetan, Alter, wa? Nö. Ah, nicht schon wieder. Und tot! So, Danke, Shione. Kann ich bitte mal killen? Dankeschön. Und tschüss, Mann! I've used a bit too much healing. Ja, wir wären kurz zum Level-Up, ey. Ah, Golden Gelee, das kommt wie gerufen. So, schön heilen wieder. Perfekt. Kurslevel 80. Das werden wir sicher in der nächsten Folge reichen wollen. Wir sind auch schon bei 38 Minuten. Ich glaube, das reicht aber auch noch fürs Erste. Ich würde dann vielleicht sicher mal hier oben noch gucken, was überhaupt da ist, weil hier unten geht es ja auch irgendwie weiter. Erstmal hier gucken, vielleicht sogar, ja, je nachdem natürlich, was es für ein Ort ist. Wenn es eine kleine Kammer und so ist, direkt in der machen. Dass wir zurückgehen. Hier müssen wir durch und die Tools holen, die wir vorhin gesehen haben. Und dann geht es sonst hier unten weiter. Auf Suche nach Nazamil, wo wir bereits schon im Abschluss des DLCs der Zusatzgeschichte sind. Lassen wir uns überraschen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.